Wir haben eine Mutter und ihre Tochter eingeladen. Wir stellen ihnen Fragen, die sie vorher noch nicht gesehen haben, die sie nun einander beantworten werden. Okay, Janice, bist du ready? Ja, ich glaube, keine Ahnung, wir finden es raus. Okay, es wird spannend. Ja. Okay, also meine erste Frage an dich. Welchen neuen Kosenamen gibst du mir heute und warum? Kosenamen, schwierig. Ich weiß noch, wir haben doch erst gerade darüber gesprochen, dass wenn du dann mal Oma wirst, dass wir dir nicht Oma sagen können. Auf gar keinen Fall. Weil du zu crazy dafür bist. Das geht gar nicht. Ja, genau. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns Gedanken zu machen. Aber jetzt für heute... Das ist ganz schön schwierig. Ja, ganz schön schwierig. Ich bin gespannt. Ich würde schon sagen, so... schon so Crazy Mom oder Crazy Girl. Ja, also wir haben ja sehr eine freundschaftliche Beziehung. Ich sage dir oft Girl. Und ich glaube, so deine sehr spezielle Art als Mami, aber auch als Freundin trifft vermutlich am ehesten so mein Crazy Girl. Crazy Mom. Ja, also ich muss auch sagen, meine verrücktesten Momente sind oft mit dir. Okay. Ja, kann ich nur zurückgeben. Jetzt darf ich meine erste Frage stellen. Okay. Machen wir abwechslungsweise? Gut. Okay. Ich bin gespannt. Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Welches lustigstes Erlebnis war typisch für unsere Beziehung? Okay. Also mir kommen viele Geschichten in den Sinn. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also welches ist die lustigste Geschichte oder das lustigste Einfach das lustigste Erlebnis, das so typisch ist für unsere Beziehung. Okay. Okay, gut, mir kommt eines in den Sinn. Weißt du noch, wie wir in Brasilien waren? In dem schönen Hotel? Und da haben wir irgendwie das 1 bis 10 gespielt. 1 zu 100. 1 zu 100, genau. Aber wenn wir das gemeinsam spielen, ist es nicht mehr nur 1 bis 10. weil größere Chancen brauchen wir nicht. Nee, wir haben das zweimal gespielt. Das war einmal in den Ferien mit Benny und das war einmal, wo wir zu zweit in Brasilien waren. Und das hat doch geendet, also in Brasilien hat es damit geendet, dass wir das Ratschlag gemacht haben im Gang vom Hotel. Oh ja, genau. Das war eine ziemliche Challenge, ich fand es ziemlich witzig. Und das andere Mal, weißt du noch, mit Benny in den Ferien, da hat es mich einmal erwischt in einem schönen Restaurant. Ja, weißt du noch? Ja. Ah nein, warte. Das war nicht mit Benny. Das war nicht mit Benny. Das war zu zweit in Südafrika. In Kapstadt, ja. Genau. Und das hat doch damit geendet, dass ich irgendwie zu einem Pärchen hin musste und bin dann so total easy zu denen hingegangen, habe ihn gefragt, wie das Essen schmeckt, ob alles gut ist. Und sie waren so, oh ja, danke, ja, schmeckt bestens. Und dann musstest du Best Friends werden mit ihnen. Ja, und dann habe ich so gefragt, was sie heute so unternommen haben, wie war ihr Tag und so. Hey, und du hast dich total kaputt gelacht mit den anderen nebendran, das war super. Witzig. Das war witzig. Ja, ich mag die Mutproben mit dir. Ja, ich habe mich daran erinnert, dass ich ungefähr... weiß nicht, wahrscheinlich 9 oder jünger war, als du und Papa mich an den Füßen gehalten haben. Ja, genau. Und kopfüber so von so einem Steg, kopfüber so das Wasser runter, damit ich den Haifisch streicheln kann. War der Haifisch und du wolltest den... Ich wollte ihn anfassen und dann so, nichts ist unmöglich, let me help you. Und dann... du wurdest immer schwerer. Und dann musste Jamie doch noch helfen, wieder hoch. Und ich war so über der Wasseroberfläche und der Haifisch so unten, nicht so zu nah. Der kommt wieder
an der Wasseroberfläche und ich konnte ihn nicht mehr halten. Ja. Und ich musste so fest lachen und es wurde immer schwieriger. Jamie hatte also dort einmal mehr das Leben gerettet. Ja. Aber es war ja nur in der Nacht. Also stimmt, was in der Nacht? Es war in der Nacht, es hat so Scheinwerfer Ich weiß nur noch, dass der Haifisch immer näher zu meinem kam. Na gut, okay, ja, nicht nachmachen. Ja, bitte, liebe Kinder, nicht nachmachen. Nein. Ja, aber war doch cool, oder? Ja. Ich weiß jetzt, dass sie tatsächlich rau sind. Man sagt doch immer, Haifische sind rau und sie sehen so glatt aus. Hast du es mit der Wange oder mit der Hand berührt? Beides vermutlich. Kiss the shark. Ja. Okay, du bist dran mit der nächsten Frage. Genau, okay. Frage 2. Moment. Okay, also. Okay. Meine Frage an dich. Welcher Moment aus deiner Kindheit oder Jugend hat dich am meisten gestärkt? Gestärkt? Gestärkt. Ein Moment. Welcher Moment? Moment oder Momente. Was hat dich am meisten gestärkt in der Kindheit oder in der Jugend? Also viele Momente. Ich glaube so, dass das Stärkende war dir ja sehr wichtig in der Beziehung oder in der Erziehung eher. Du hast uns selbstständig und stark erzogen. Aber eines, woran ich mich sehr gut erinnern kann, in der Primarschule, vermutlich in der 2. Klasse oder so, hast du mich gefragt, ob ich allenfalls in eine zweisprachige Schule gehen möchte. In eine Schule, wo Englisch und Deutsch quasi unterrichtet wird. Und ich weiß noch, wir sind dann zu unterschiedlichen Schulen gefahren, die halt dann das Prinzip haben, Deutsch und Englisch. Und ich wusste, wie ich darf wirklich selbst entscheiden. Ich darf da reinschauen und ihr habt ja Jamie auch schon die Möglichkeit damals gegeben. Sie hat sich dagegen entschieden, ist in der normalen Schule geblieben und ich durfte dann auch diese Entscheidung treffen. Und ich glaube so, dass ich kann mich noch sehr gut an die Autofahrten erinnern, wie wir da in die unterschiedlichen Schulen irgendwie hingingen und das angeschaut haben und dass ihr mir schon in der 2. Primarschule eigentlich so eine vermutlich wichtige Entscheidung zugetraut habt, dass ich entscheiden darf, in welche Schule ich gehen darf und auch dann, dass ihr das ermöglicht habt, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist schon ein prägender Moment für mich gewesen und dann relativ schnell, ab der 3. Primar war es ja, glaube ich, habe ich ja dann die Schule gewechselt, eigentlich so in die Stadt, war dann mitten in der Stadt in der Schule und dass ich so die Entscheidung, von Anfang an wusste ich darf entscheiden und ob es für mich stimmt oder nicht, das ist relevant. Ja. Boah, es freut mich voll, dass du das sagst. Gratuliere. Ja, das finde ich cool. Also, dass du selber entscheiden konntest für dich, das hat dich gestärkt, Eigenverantwortung. Ja, und weil ich auch wusste, ihr nehmt das ernst, weil, genau, Jamie, sie hat gesagt, nee, für sie passt das gerade so nicht. Und ich durfte mich auf das Abenteuer einlassen und ich wusste aber auch, wenn es für mich nicht passt, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Spannend. Cool. Dann bist du dran. Ja? Ich glaube, du magst die Frage. Welche 3 Eigenschaften habe ich von dir? Oh, ja. Okay, das ist einfach. Also ich denke, zuerst kommt mir in den Sinn... wir können uns gemeinsam 3, 2, 1. Abenteuer. Ja, voll. Ja, klar war's. Ja, genau. Dein Abenteuergeist, denke ich, den hast du wahrscheinlich klar von mir. Finde ich auch voll cool an dir. Zufälligerweise. Abenteuer. Das Zweite, ich denke, deine Liebe für Menschen. Also es ist... Ja, das stimmt. Du bist echt ein Menschenmensch. Jemand, der Menschen mag. Das ist bei mir auch so. Und was hast du gesagt? 3 Sachen? 3 Eigenschaften. 3 Eigenschaften. Kann ich 4 sagen? Okay. Ich finde, du bist eine tolle Kämpferin, dass du wirklich einstehst für dich und für deine Anliegen. Kommt mir bekannt vor. Und das 4. habe ich jetzt vergessen.
Du fragst, ob du 4 statt 3 sagen darfst, weil wir so ähnlich sind und dann vergisst du es. Es kommt mir noch. Zack, abgefahren. Okay, das hast du zum Glück nicht von mir gekriegt. Oh Mann, Scheiße. Warte jetzt. Ja, das waren die 3. Frage beantwortet. Okay, aber da war was. Ich bin ganz sicher, da war was. Okay. Ja, die Frage ist beantwortet. Ich will sagen, du bist dran. Okay, gut. Welche Frage? Nummer 3. Ja. Genau. Was kann ich heute noch tun, das dich am meisten unterstützt? Oh, okay. Das fällt mir jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich bin grundsätzlich nicht so natürlich stark darin, Unterstützung anzunehmen, aber ich weiß, dass du es sehr oft anbietest oder dass du das sehr oft ansprichst. Ich glaube, darum fällt es mir vielleicht auch ein bisschen schwierig, das so zu beantworten, weil ich es auch sonst im Alltag vielleicht nicht so weiß. Etwas, das einfach eine wichtige Ressource in meinem Leben ist eine Verlässlichkeit. Also ich weiß, wenn Stricke reißen, dass ich auf dich bauen kann. Und das, also einerseits emotional in unserer Beziehung, aber andererseits auch in praktischen Dingen. Du bist, also deine Liebe und deine Fürsorge ist in praktischen Dingen sehr spürbar. Also beispielsweise, wir machen ja unterschiedliche Projekte zusammen und da war es ja auch schon oft so, dass ich irgendwo im Ausland war oder kein Auto hatte oder keine Ahnung was und du bist immer die Erste, die einspringt und Dinge übernimmt, Dinge abholt oder auf unsere Katzen schaut oder was auch immer. Also, und das ist einfach das Sichtbare, was du tust, was ich ja aber auch emotional spüre. Also so diese Verlässlichkeit, ich weiß, wie du trägst dann die Dinge, wenn es bei mir vielleicht gerade nicht aufgeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu theoretisch war. Nein. Ja, also ich verstehe das so, dass du sagst, eben die Zuverlässigkeit, dass du weißt, dass du jederzeit auf mich zurückgreifen kannst. Und ja, klar, ich bin in allem für dich da, also im Praktischen. Und auch in den emotionalen Dingen, wenn ich da was beitragen kann. Ja, genau. Ich weiß noch, ich habe ja ein Projekt angefangen im Gefängnis, habe dich da mit reingenommen. Reingezogen. Und das Witzige ist, eigentlich sobald du dabei warst und wir gemeinsam die Kuchen abgeholt haben und dann dahin gefahren sind in das Gefängnis, irgendwie ab da war ich nicht mehr dabei. Und dann musstest du einfach seither jeden Freitag einmal im Monat musstest du dann die Kuchen abholen und dann da auftauchen. Und das war so witzig, als ich jetzt letzte Woche wieder dabei war und dann hast du, und du so, nee, wir fahren jetzt hier durch. Nee, man darf jetzt hier parkieren. Das können wir auch, das geht schon. Nee, das geht zeitlich auf. Und ich denke so, ups, eigentlich habe ich das mal angerissen und leite ich das, aber du hast mir einmal gezeigt und dann war es weg. Ja, das ist gute Leiterschaft, ne? Ja, super, Multiplikation. Dankeschön. Nein, zack, da bin ich wieder. Ich bin jetzt wieder dabei. Ja. Ja, das freut mich. Freust dich auf gemeinsames Kuchenessen im Gefängnis. Ja, und seit du weg bist, können wir nicht nur Kuchen, sondern auch Salate und Sandwiches. Ja, genau. Mitnehmen. Kriegen wir alles gespendet. Ich bin ganz schön geschämt, dass du zurückkommst und wir alles einpacken. Ja, schlimm. Ja. Okay, wer ist dran? Ich glaube ich. Hast du Frage 3 gestellt? Ja. Okay, dann meine Frage 3. Ich glaube, ich freue mich, die Frage zu stellen. I see a bad one rising. Nein, nur weil es einfach meinem Inneren gut tun wird. Auf was bist du besonders stolz an mir? Oh. Also ganz besonders stolz bin ich, dass du so eine starke Frau bist, dass du diese schwierige Zeit, die du ja schon in der Jugend hattest, wirklich mit Gottes Hilfe durchgezogen hast, dass du dran geblieben bist bei deinem Gott und dass du
gekämpft hast und bis heute kämpfst, dass du das Leben lebst, so wie es sich für dich zeigt. Und ich bin auch ganz besonders stolz, dass du wie dieses große Minus ins Plus verwandeln kannst und so vieles, was du gelernt hast oder was du lernen musstest, jetzt auch wieder an andere Menschen weitergeben kannst. Das macht mich sehr, sehr stolz, wie du deinen Glauben lebst und wie du durchziehst, wie du kämpfst und eben immer noch die Kraft und die Liebe hast für andere Menschen, dass du aus deinen Erfahrungen, die schwer sind und die nicht einfach waren, dass du weitergeben kannst. Und das hilft mir auch ein bisschen, dass ich so darin ein bisschen einen Sinn sehen kann in deinem Leiden, in dem, was du durchgemacht hast. Und dass du das so weitergibst und nicht kapituliert hast. Und ich habe keinen einzigen Moment gesehen in deiner Krankheit, wo du wirklich von Gott losgelassen hast. Und darauf bin ich extrem wahnsinnig stolz. Dankeschön. Ja, ich wusste, das ist eine gute Frage. Es gäbe noch mehr, aber das ist das, wo ich wirklich sehr, sehr stolz bin, was mich sehr tief berührt und ja, dass du so ein großer Segen bist und ja, das weitergibst. So, Frage 4. Ne? Wo sollte ich mehr von mir halten oder stärker an mich glauben? Oh. Spannende Frage. Also ich glaube, es fällt mir besonders schwierig, weil du dich auszeichnest als Person eigentlich durch deine optimistische Art. Du siehst eigentlich immer eine Lösung und ich glaube, das Schöne ist auch, dass du dir selbst ganz viel zutraust und auch deinem Gott ganz viel zutraust. Was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, du hast ja die neue Ausbildung gemacht bei der Kantonspolizei und du warst da in der Prüfungsphase und du hast die so unglaublich gut abgeschlossen. Du hast es gemeistert und trotzdem, ich weiß noch, wir saßen da gemeinsam auf dem Sofa und haben gewartet, bis die Antwort kommt, ob du bestanden hast oder nicht. Und ich glaube, mit jeder Minute, die vergangen ist, warst du sicherer, dass es nicht geklappt hat. Und die Stimmung wurde immer gedrückter und ich war eigentlich so positiv, dass du es garantiert gepackt hast. Aber dann again, ich war ja nicht dabei bei deinen unterschiedlichen Prüfungen und ich wusste es ja nicht. Und man kann auch einfach eine Prüfung verkacken. Und doch war ich irgendwie so positiv. Ja, du hast das gepackt, aber ich wollte dann auch nicht zu positiv sein, weil ich dann denke, wenn um 5 Uhr dann die Nachricht kommt, dass du es nicht gepackt hast, dann ist es echt schwierig, wenn ich dann so 2 Stunden lang so dich aufgehypt habe. Und ja, genau, du hast es sehr gut gemeistert, dass es aufs erste Mal sehr gut bestanden. Und du hättest es eigentlich wissen können, glaube ich. Da ist die Unsicherheit, hat sich doch ein bisschen eingeschlichen. Du hast recht. Ich sage nicht. Das hätte ich gerne. Kannst du es nochmal sagen? Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Das waren lustige 3 Stunden auf deinem Sofa, bis dann um 5 Uhr die Stimmung war immer tiefer und ich war immer sicherer. Und am Schluss war ich noch so sicher. Und zudem bin ich noch die Einzige, die es nicht geschafft hat. Ja, genau. Die Einzige von der ganzen Klasse, ganz sicher. Ja, stimmt. Das war dann der Spitze des Eisbergs. Alle haben es bestimmt geschafft, nur ich nicht. Ja, genau. Schön, hast du es geschafft. Ja, oh ja. Ja. Okay, das nimmt mich auch besonders wunder. Wo wärst du heute weniger streng in der Erziehung und wo strenger? Oh. Okay. Ja, das ist eine spannende Frage, weil du hast echt einen speziellen Erziehungsstil, was auch echt vieles erklärt. Was? Ich hab dich gar nicht erzogen. Ja. Oh je. Wo wäre ich strenger gewesen oder wo wäre ich weniger streng gewesen? Ja, schwierige Frage.
Okay. Aber schon eine gute Frage. Ja, nachher ist man ja immer schlauer. Also, okay. Ich muss so sagen, ich finde eigentlich, ich habe es gut gemacht. Ja, da sind wir wieder am Punkt. Bescheidenheit ist meine Da sind wir wieder am Punkt. Wo solltest du selbstsicherer sein? Nein, okay. Also ich bin auch einfach unglaublich gut rausgekommen. Hm? Ja, fantastisch. Eben. Also wir sind uns einig. Nein, also doch, grundsätzlich sehe ich es ein bisschen so, aber, es hat da ein Komma. Ich denke, ich hätte dich gerne mehr unterstützt, dass du dich spürst, dass du deinen Weg gehen kannst. Und das ist interessant, weil du hast ja vorher gesagt, dass es für dich so prägend oder wichtig war, dass du entscheiden durftest, in welche Schule du gehst, als du noch ziemlich jung warst. Und das ist eigentlich das, was ich denke, auch im Zusammenhang mit dem Leistungssport, den du gemacht hast und so, dass ich im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte dich mehr motivieren wollen, auf dich selbst zu hören, dass du dich spürst, was für dich der richtige Weg ist. Weil jeder Mensch, denke ich, ist selber am kompetentesten zu spüren und zu wissen, was in ihm drin ist. Und ich finde, das gilt auch für Jugendliche oder auch für Kinder. Und ich glaube, wenn ich noch eine Chance hätte, würde ich dich dort mehr fördern, dass wir dort mehr im Austausch wären. Hey, wie ist das für dich? Und dich mehr fördern, dir vielleicht mehr helfen, dich selber zu spüren, zu verstehen, ein bisschen sich selber reflektieren, schon im jüngeren Alter. In Bezug auf Verbote, wie viel man erlaubt und nicht erlaubt, ist ja alles gut gegangen. Mir war einfach alles erlaubt. Nein, du warst halt so vernünftig. Du hast dir selber die Grenzen gesetzt. Okay, ja, also, das müssen wir rausschneiden. Ja, also die eigenen Grenzen, die habe ich, glaube ich, noch immer nicht gelernt, aber es ist okay. Ja, nee, ich finde, ich hatte bewusst so ein bisschen einen freundschaftlichen Erziehungsstil und ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, dass das richtig oder gut ist, aber so wie du tickst und wie ich bin, ich denke, das hat gepasst. Ich denke, das hat funktioniert bei dir. Fand ich eigentlich okay. Ach, es hat funktioniert. Wir sind beide so happy heute. Ja, genau. Aber ich hätte dich definitiv mehr ermutigt, auf dich selbst gut zu hören. Spannend. Yes. Oh, bin ich dran? Okay. Wie konnte ich dich durch meinen Glauben an Jesus inspirieren? Auf sehr viele unterschiedliche Art und Weisen. Ich glaube, dass ich ganz, ganz viel von meinem Verständnis von Gott und von meiner Hoffnung an Jesus von dir habe. Du warst schon die prägendste Person so für mein Glaubensleben. Definitiv. Ich kann es jetzt nicht so spezifisch auf was fokussieren. Ich weiß einfach, du bist einer der treuesten Menschen, die ich kenne in deiner Beziehung zu Gott und auch in deiner Beziehung zur Kirche. Und das ist das, was mich sehr, sehr fasziniert. In all der Zeit, seit ich mich erinnern kann, warst du immer auf der Suche nach dem Weg Gottes oder nach der Erkenntnis über Jesus. Und deine Disziplin und Durchhaltevermögen durch alle Schwierigkeiten, das ist etwas, davon möchte ich mir eine große Scheibe abschneiden. Schön. Wo glaubst du, werde ich oft missverstanden? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch mit deiner Depression zusammenhängt, dass viele Leute überfordert sind. Du bist so eine lebensbejahende und Powerfrau, finde ich. Jemand mit viel Humor, der auch ein Herz für andere hat und andere fördert und unterstützt. Und du bist sehr feinfühlig, also du spürst sehr viel, was andere Menschen brauchen.
Und ich kann mir vorstellen, dass durch diese Eigenschaften Leute dich vielleicht auch nicht richtig einschätzen können, weil du wirkst oder du bist sehr stark und trotzdem ist die Depression in deinem Leben. Und Depression ist ja eine Krankheit, die jede Person treffen kann, unabhängig, ob man jetzt eher melancholisch oder ein euphorischer Mensch oder Introvert, Outrovert, das spielt ja alles gar keine Rolle. Diese Krankheit kann jeden treffen und es hat dich getroffen und du bist halt so ein Lebemensch. Ja, du hast so viel Energie, so viel Lebensfreude neben der Krankheit und ich kann mir vorstellen, dass es für Leute vielleicht schwierig ist, abzuschätzen oder sich vorzustellen, dass du tatsächlich betroffen bist von der Krankheit und wie damit umgehen und mit deinem coolen Humor, den ich total liebe. Aber ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die das nicht ganz zusammenbringen und dann ein bisschen überfordert sind. Das ist so meine Wahrnehmung. Ja, hätte ich auch so gesagt. Passt das für dich? Ja. Ja, und dann ist das meine letzte Frage an dich. Welches Motto sollte ich... Bin ich dran? Ja. Ah ja, genau. Ja, it's your turn. My turn. Welches Motto sollte ich meinen nächsten 10 Jahren geben? Ich möchte jetzt nicht, dass es abgedroschen klingt, aber the best is yet to come. Ja! Come on, girl. Thank you. Nein, echt. Okay. Du bist eine Lebefrau und ich glaube, dass Gott noch ganz, ganz viel bereithält. Und ich glaube, dass das echt, du wirst aufblühen wie ein Blumenstrauß. Das klingt alles so kitschig, aber ich meine es echt so ernst. The best is yet to come. Starke Worte. Du hast wirklich schon viele schöne Dinge erlebt, du hast schon viele schwierige Dinge erlebt. Und ich glaube einfach, dass es nochmals ein ganz neues Kapitel sein wird. Ein Kapitel, wo du mit beiden Beinen im Leben stehst wie noch nie zuvor und Jesus dich an der Hand hält und mit dir ins nächste Abenteuer rennt. Wow. Das ist so das Bild, das ich für dich habe. Wow. Wow. Cool. Vielen Dank. Schöne Worte. Okay, jetzt immer diese Erziehung, die nie stattgefunden hat. Nein. Ich habe dazu nichts zu sagen. Ich brauche einen Anwalt. Was ist dein bester Erziehungstipp? Oh, super. Mein bester Erziehungstipp. Ja. Gut. Was ich ganz wichtig finde in der Erziehung ist, dass wir die Kinder ernst nehmen, dass wir sie als Menschen sehen und dass wir wirklich auf sie eingehen. Dass wir eine Nähe zu den Kindern suchen und dass wir einfach im Austausch sind. Wie hat das praktisch mit mir ausgesehen? Was ich immer so geschätzt habe, dass wir eigentlich immer so eine neue Beziehung hatten, sogar als du noch ganz klein warst. Wir haben uns teilweise ohne Worte verstanden. Und vielleicht ist das auch ein Geschenk, dass das so war. Vielleicht kann man das nicht überstülpen für jede andere Eltern-Kind-Beziehung. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir am Herzen der Kinder sind und dass man nicht jedes Kind gleich erziehen kann. Dass wir auch da in der Beziehung zu Gott stehen und Gott um seine Hilfe bitten. Wir brauchen die Führung, wir brauchen die Kraft und die Liebe, um die Kinder zu erziehen. Und ich glaube, dass auch da eben die Liebe das Allerwichtigste ist. Wie wir sagen, Amen. Amen. Schön war's. Danke für dein Gespräch, du hast schöne Sachen gesagt. Cheers to that. Cheers to that.